Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. wie an der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Kurz und bündig. Ja, Bruder. Was ist jetzt geschehen? Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Hörst du mich? Hörst du mich? Nein, aber ich habe keinen Kopfhörer. Wieso hast du keinen Kopfhörer? Gerade keine Lust. Keine Lust, okay. Wie geht's dir, Bro? Nicht schlecht, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Heute machen wir ein bisschen einen energischen Start. Den ersten Start gebe ihm. Ich bin noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, noch nicht ganz auf dabei, aber gib ihm. Es ist auch erst 3:30. Nein, ich meine, mein Hirn ist noch nicht ganz. Ja, also bist du bereit für den energischen Start? Gib ihm. Woo! Juhu! Seid ihr gut drauf oder was? Ja. Juhu! Nein, sorry. Hey Bro, ich habe mir verschiedene Themen aufgeschrieben, die ich gerne heute behandeln Ja, sind wir da Therapie? Okay. Ich will dich behandeln, Mann. Aber bevor ich weiter auf das eingehe, wollte ich dir etwas erzählen. Erzähl, ich habe etwas zum Erzählen. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass ich im Apple Shop gearbeitet habe. Ja, genau. Und da ist es so, ich muss es nachher suchen, aber ich habe dort mit einer Person zusammengearbeitet. Und der Typ ist ein absolut geiler Sieg. Gsi. Aber vor allem, ich sag's mal so, er ist auch ein bisschen speziell. Okay. So, Also nein, er ist kognitiv eigentlich so ganz im normalen Bereich. Aber mit speziell meine ich... so die Art und Weise, wie er ist. Genau. Okay. Mega lustiger Typ, Ja. aber so auch weird. So, er hat mir am so Nachrichten geschrieben. Muss ihm nicht einfach schwarz. Aus dem Nichts. Nein, er so, was? Und dann ich so, was? Er so, hey, tu nicht so krass, bevor ich knocke. Ich so, was ist mit dir? Er so, nichts, ciao, Kuss. So, gell? Voll. Okay. Und irgendwie... Das ist dann so grundsätzlich nach einem Milli-Move. Ja. So, das einfach das Ciao-Kuss, der ist, ja. Können wir ihm einen Namen geben? Weil vielleicht ist das etwas, was immer wieder kommt. Jetzt. Okay, Wie soll er das heißen? tönt nach einem... Er ist übrigens iranischer Kurd. Ah, der, okay. Ich nehmen wir ihn, keine Ahnung, Bro, Osman. Der Osman. Bruder, Okay. der Osman hat irgendwie meine Nummer bekommen. Ja. Und hat mir am 21. August 2023 geschrieben. Und bist du da mit dem? Ja, ich bin, sorry. Alles gut. Und schau jetzt seitdem, ich habe ihm einmal zurückgeschrieben, zweimal zurückgeschrieben, dreimal zurückgeschrieben. Ah, aber er schickt dir einfach auch nur Random Sachen. TikToks und Links Random und so. Sachen. Okay. Genau. Und was ich jetzt heute mache, ist, ich will jede Woche den Podcast starten, indem ich einfach schreibe, was er mir geschickt hat. Okay, ja, das tönt doch lustig. Oder? Ja. Also, er hat mir geschrieben, die erste Nachricht, nachdem ich ihn Jahren nicht gehört habe. Ich wollte mit dem Booty Sachen machen. Türkischer Prinz. Was hast, also, du hast nicht darauf geantwortet, Doch. oder? Was hast du geschrieben? Das ist egal. Ich habe geschrieben, ich habe gehofft, du schreibst. Okay. Einfach wegen lustiger Typ und so, eigentlich geil sich. Weißt du, irgendwann mal, wie letztes Mal, findet einer, okay, in dem Fall du auch. Und nachher geht er voll drin bei dir und dann... Ja, aber ich weiss ja eigentlich, dass er Wortwörtlich. nicht interessiert ist. Ja. Und nachher habe ich, das Antwort nachher hat er geschrieben, nicht nur du hoffst, viele Frauen hoffen. Nachher habe ich ihm nicht geantwortet. Und 10 Minuten später schreibt er, hat dein Podcast-Kollege wirklich einen grossen? Sag ehrlich. What the fuck? Hey, ja. Und dann
Das ist immer noch der erste Tag. Ja. Dann hat er geschrieben, ich so, hey, keine Ahnung, frage ihn. Dann schreibt er, kannst du mir ein paar Titty-Pics von dir schicken? Was? Bro, das ist doch sexuelle Beleidigung. Ja, schon. Und dann habe ich ihm nicht zurückgeschrieben, dann schreibt er, Kelb, hast du Fame bekommen? Hast du Bruder vergessen? Ah, Easy. Dann habe ich nicht mehr geantwortet. So, das war die erste Nachricht. Gewesen. okay. Der erste Nachrichtverlauf. Ja. Das nächste Mal geht es weiter mit dem zweiten. Was haltest du davon? Ich finde ein guter Einstieg, weil es einfach, keine Ahnung. Es sagt einfach schnell, kurz und klar, so, mit was für Menschen wir verkehren Ja. und wie die einmal ticken. Und dann einfach schnell ins kalte Wasser rühren, die Genau. Leute, die zuhören, und dann geht es zum Eigentlichen. Genau. So, und wie haben wir ihn genannt? Osman. Osman, ja. Das ist Osmans Daily Nachricht. Vielleicht ist das etwas, was mehr Irgendetwas, als alle Strassenweisheiten wird passieren. Hoffen wir. Aber genau, das ist unser Start in den Podcast. Gib ihm. Also ich auch noch etwas Mhm. vom Ali, aber das ist halt nicht so eine... Also, So. welche Ali? Der Strassenweisheit Ali. Und Ja. ich will auch etwas gesehen, aber bei ihm ist halt... Also, er hat erstens mal ist ein bisschen runtergefahren so, Ja. mit Content, so, mit Tweets. Und zweitens hat er seine Grenze ein bisschen runtergesetzt. Er ist nicht mehr ist so nicht mehr so wild drauf. radikal unterwegs. Ja, ja. King aber auch. Aber letztens hat er etwas geschrieben, jetzt muss ich schauen, wie finde ich den Kelp. Weil ich muss auch sagen, seit Elon Musk Twitter oder X übernommen hat, ist einfach trash. Ja, benutzt du die neue App da? Nicht, gell? Welche neue App? Die von Insta, Threads. Aha, Threads. ja, aber sehr unregelmäßig. Am Anfang voll drin und nachher irgendwann mal nicht so. Ah, übrigens. ja. Hast du sie gefunden? Ja, ich habe da, also seine Dings. Ja. Er hat zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen geschrieben, es ist gerade so 2021 langweilig. Und 5 Minuten vorher hat er geschrieben, leck Arschloch. Was für ein geiles Oh. Ja. Und gestern hat er noch einfach etwas gedroppt, so auf Hochdeutsch. Mhm. Egal was du machst, du kannst am Ball bleiben, aber halt ballflach. Der Typ ist, ich weiß auch nicht, Bro. Ich würde gerne mein Leben starten, amigs mit so einem Kuss vom Ali auf die Stirn. Und so eine Weisheit, das Orakel. Familie mit BMW M5 sind meine Endgegner. Ja. Also er ist radikal so ein bisschen runtergegangen mit Seine ich Weisheit. glaube, das ist auch ein bisschen Uns uns verschuldet. Ja, ich glaube auch. 100%. Wir haben seine künstlerische Freiheit massiv Wir haben eingeschränkt. seine Reputation gefickt. Ja, aber auf jeden Fall, hier und da mal ist er und ich weiß nicht, ob er das erzählen darf. Ich sage jetzt einfach, es ist auch geplant, dass er irgendwann mal noch im Podcast kommt. Hey, hoffentlich, er hat ihm nicht gezeigt, kein Gesicht. Inshallah. Inshallah. Genau. Fuck, ich habe irgendetwas erzählen, wo ich sehr, sehr, sehr wichtig und lustig gefunden habe. Ich kann dir etwas erzählen, wo mit dem Cousin Lustiges passiert ist. Ja. Mein Cousin, also er kommt immer wieder so ein bisschen bei uns hängen und dann reden wir über alles, Gott und die Welt. Der Eier. Ja, genau. Mhm. Und ich frage ihn immer so, hey, weißt du, so, keine Ahnung. Immer ich frage, wie es mit Frau aussieht, ist immer kurz und knapp, weißt du, ja, du weißt, es läuft. Mhm. Das ist einfach das. Ja, Fucker. Genau. Und letztes Jahr habe ich ihn so gefragt, ich so, weißt, er so, wie geht's bei dir? Ich so, es läuft bei uns gut, wunderschön und so, weißt. Ich so, bei dir, weißt, erzähl. Ja. Und nachher, er so, ja, ich bin am Kennenlernen. Aber die hat letztens etwas passiert, weißt, es war ganz schlimm gewesen. Nachher hat er erzählt, er geht sie abholen, bei ihr daheim und läutet. Die Tür geht nicht auf. Er läutet nochmal, die Tür geht nicht auf. Er schreibt, ja, alles okay. Mhm. Keine Antwort. Und sie allein? Wow, keine Ahnung, gute Frage. Und sind die Eltern? Nein, das nicht, Okay. Also nur bei den Eltern. Sonst wäre, Bro, so ein Ei gehen läuten, weißt du? Ja. Da bist du halt, geh mal weg. Scheiße, ja, ich schwöre. Dann läutet er wieder und er schreibt, er so, hey, irgendwann mal, weißt du, ich habe gedacht, etwas ist passiert. Ja, ja. Aber nachher sieht der Person online, ja, sagt, man, weißt du, alles okay. Nachher erwartet, weißt du, nichts kommt, er läutet und nachher kommt er wirklich so ein bisschen Angst über, weißt du, klopft so ein bisschen und so, alles okay, hey, bist du daheim? Und nachher läutet er nochmal und dann sieht er im Schlüsselloch so 2 Personen. Oh. Also er hat von quasi draussen Ja, ja. Auch ein bisschen weird. Ja, genau. Aber ja, ey. Bro, und nachher, er so, Bruder. Dann. Er so, ich habe gemerkt, Die ich habe noch ganz große Probleme. Ja. Weil nachher er hat die Tür geschlagen und so, wer ist das und so, ich ficke und so, Ah, jetzt muss er kommen. Er hat gemeint, Ja. es ist am... Ja. Genau.
Und du weißt, was die Leute sind, die sind, die sind so nach 2 Wochen so, ey, wenn heiraten. Ja, fix. Und der hat, weißt du, für ihn so klar, weißt du, wir sind nicht so. Ja. Und Bro, er ist randaliert, Bro. King. Und nachher kommt er ein Bild von ihr über, so wie, ey, beruhig dich, mein Kollege, der Problem hat, pennt da bei mir. Er kommt gar nicht klar auf die Situation. Ja. Du bist voll am Übertrieben. Ja. Der Typ ist jetzt gerade das am Verarbeiten und er schreibt original jetzt ein Gedicht. Okay, cool. So ein Intellektueller, weißt du? Ja, cool. Er natürlich nicht geglaubt. Die Person kommt raus, dann hat er sich beruhigt, er hat sich wieder so, okay, tamam, okay, ich sehe es und so. Und er hat sich auch erklärt, also, hey, es geht mir nicht gut und so, weißt du. Also wer hat das gesagt? Der Typ rausgekommen ist, weißt du. Also wir sind schon seit Jahren lang befreundet und so. Mir geht es nicht gut, es tut mir leid, weißt du. Ich hoffe, du hast nicht falsch verstanden und so, weißt du. Er so, hast du ernsthaft ein Gedicht geschrieben, Bruder? Er so, ja, voll, ich habe nicht gewusst, was machen. Ich habe gewusst, ich bin im falschen Film. Also er hat so voll Stress gehabt. Ja. So also du musst dir vorstellen, ein Kenneck von der Tür geht davon aus, dass die er eigentlich will, ihn betrügt. Okay. Oder halt einfach mit der anderen besetzt. So. Yeah. Er rastet aus, sie mit einem Kollegen, der völlig, weißt du, so. Und jetzt musst du dir vorstellen, Wohnung, er klopft, anderes Zimmer, einer ist einfach um das Verarbeiten mit Gedicht. Ist das nicht ganz ehrlich Kunst? Ja, Bro. Also sicher, ich finde, wenn er die Angst kann umwandeln in Kunst, Bruder. Also der Gedanke habe ich so im Nachhinein, jetzt, wo ich das gehört habe, ich habe gedacht, so, das ist ein wildes Konzept. Aber können wir nochmal schnell zurück, ein paar Schritte? Ja, sicher. Also sie sagt, hey, also nachdem sie das Telefon nicht abnimmt. Also sie schreibt irgendwann, weißt du, so, ich habe nicht gewusst, was machen, weil du bist am Ragen. Ja, aber ich meine, er läutet ja an und sie hat abgemacht, oder was? Nein, eben nicht. Ich glaube, er hat mir gesagt, er so, weißt, er hat sie irgendwie überrascht oder so. Weißt du, so ein bisschen der Romantische. Kennst du? Bruder, die Kennenlernphase ist schwierig. Ja. Aber okay. Ja, Bro, ich habe mal eine Kollegin gehabt, Türkin. Ja. Sie haben nach dem ersten Date geküsst und nachher so, ja, wir sind einfach zusammen. Und die sind nicht 16 gewesen. Klar. 25 und 26, verstehst du? Ja. Und das ist so ein bisschen die Schule. Das ist Nein, das ist nicht. Spaß. Aber warum schnell. Und dann geht er dort an und erst ist ja normal. Erstmal so Leute warten. Genau. Und sie macht nicht auf, Ja. um die Situation zu erklären. Ja, Sie nicht geht- Gott, ja. Sie geht Also davon wahrscheinlich aus- ist sie am Panik so, also nicht Gott. Und was haben wir, ja. Erzähl weiter. Und dann rastet er irgendwann aus. Ja. Also das ist die Situation eskaliert. Genau. Und erst dann macht sie auf und sagt, ey, Also nein, sie macht, glaub's nicht auf. Er hat gesagt, er so, Bruder, weißt du, ich bin Rage gewesen. Und dann hat er gesagt, irgendwann, weißt du, hat er einfach, wieso denkt, es ist einfach finish. okay, check. Und dann ist er raus. Ja. Und er hat so geschrieben, es ist finish. Ja. King. Und, Nein, ist toxisch. Ja. und nachher erst dann hat sie geschrieben, warte, es ist ein Kollege und der kommt jetzt runter, aber erstens bitte mach nicht. Und zweitens, er wird sich entschuldigen, weil eben so, wir sind beide so ein bisschen am Angst haben, dass so, Bro, wie der ist. Er ist schon ein. Ja, weißt du. Aber Und er ist so ein anständiger Herziger, weißt du. ja, okay. Und dann kommt er, also dann macht sie irgendwann halt die Tür auf und er kommt raus und sie sagt, hey, ich weiß, wie das aussieht, Ja. aber don't worry, er hat nur ein Gedicht geschrieben. So, und Nein, Problem- don't worry. Er hat ein Problem gehabt im Leben. Ja, und ich helfe ihm. Und er hat einfach, er hat momentan sehr große Probleme und kann nicht bis in der bleiben. Und Bleiben ist auch geil. du weißt. Und deswegen, weißt du, ja. Und das glauben wir einfach. Ja, sicher. Okay, cool. Sicher. Und Was hast du gemacht in dieser Situation? Also, ich weiß nicht, schwierig. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Grundsätzlich nicht, nein. Aber ich kann verstehen, dass dass wenn Liebe, weißt du, so echt ist, dann der Rest durch. Okay, gut gesagt. Und was hättest du gemacht in dieser Situation? So, du bist in der Kennenlernphase? In der Kennenlernphase hätte ich, glaube ich, nicht so reagiert, wenn es in der Kennenlernphase ist. Weil grundsätzlich bist du nicht zusammen. Und grundsätzlich hast Es ist ja nicht abgemacht worden. So. ja, erstens ist nicht abgemacht worden, zweitens. Und zweitens ist auch nicht passiert. Ja, und drittens ist sie nicht zusammen. Also grundsätzlich, blöd gesagt, Bro, blöd gesagt. Es ist auch frisch. Also du bist erst seit ein paar Wochen in ihrem Leben oder so. Ja. Seit 2 Wochen. Und blöd gesagt, hast du kein Anrecht, um etwas zu sagen. So. Wenn du aber findest, wenn ich jemanden kenne und jemand hat noch mit jemand anderem etwas am Laufen oder irgendwie jemand hat das Gefühl, ey, wenn wir zusammen sind, dann, weißt du,
dann ist jeder Mensch selber entschieden. Weißt du, kann jeder Mensch selber Ist entscheiden. jeder Mensch selber entschieden. Genau, kann jeder Mensch selber entscheiden, ob er sagt, hey, look, okay, Kernphase, wir haben gerade angefangen, aber weißt du, ich will etwas Ernstes, was haben wir, fahren wir die Schiene so nicht. Aber ich persönlich, in der Kernphase, es wäre gar nicht so weit gekommen, weil nach 2 Wochen so eine Überraschungsbesuch. Eben, Das ist schon das ist ein Red Flag, nicht? Look, ich finde, es kommt so voll darauf an, wie du das aufnimmst. Also weißt du, so, wie die Beziehung ist, das ist ja sehr etwas Individuelles. So. Aber Bruder, wenn du nach 2 Wochen irgendwo auftauchst, unangemeldet und so etwas passiert, Bruder, dann kann ich selber schuld. Ja. Weiß auch nicht. Aber ja, dann fallst du Wenn sie in der Beziehung wären, dann ich hätte nicht... Also es ist ja nicht etwas Schlimmes, so, Ja. wenn ein Typ Bier gepennt hat, aber es ist einfach, also... Ja, er hat einfach unsere Leute, die haben sich einfach reingesteigert. Ja, aber einfach auch in der Situation, wenn ich in der Situation wäre, vielleicht bloß würde man schon Suspekt überkommen. So. Ja. Verstehe ich. Ja. Das habe ich so von ihm gehört. Weißt du, immer wieder, wenn ich mit ihm rede, geht so meistens so Bruder, weißt du, Dings hat gönnt. Ich habe jetzt die Woche 2 Cake gemacht oder was haben wir. Kommt zu uns, hängt, wir schauen Film, wir reden über alles, aber immer wenn es zum Thema Frau gegangen ist halt bei ihm immer so in 2, 3 Sätze zusammengefasst, weißt du. Sehr so entweder, einfach also entweder du weißt, das laut oder entweder so, ja, aber halt mit niemandem etwas Ernstes. Und das ist mal jetzt etwas Ernstes gewesen, weißt du. Aber das Gericht? Was hat er nicht erzählt? Ich glaube, er hat gar nicht gezeigt, weil... Voll interessiert. Einfach schon gut gewesen zum Lesen, zum wissen, was die Person geschrieben hat. Er schreibt, gestern Nacht war ich in einer Frau. Heute ist ihr... Okay, sorry. Stell dir vor, er schreibt so, keine Ahnung, die Glocken läuten, die Türe, keine Ahnung, wird geschlagen. Bin ich das nächste Opfer oder so irgendetwas, keine Ahnung. Nein, krass. Hey, ich bin seit einer Woche... also für die, wo immer das Gefühl haben, wieso ich das hinterschaue, ich bin etwas am Erzählen und es ist ja oft Meinung gefragt worden, weißt du, wie ich sage, und ich muss schauen, was ich sage, weil hinter der Cam ist meine Freundin. Du machst mich voll nervös, Bro. Du schaust die ganze Zeit über und sagst, schaust so, also weißt du, darf ich das? Nein, nicht wegen das, weil ab und zu schaue ich es über und sie ist am Schmunzeln, weißt du, und dann okay. Soll ich sonst gehen? Nein, alles gut, alles gut. Alles Bro, gut. bist da, Sorry, ich bin da. Hey, ich bin seit einer Woche, habe ich, Achtung, jetzt kommt's, und jetzt machen sich Leute auch lustig drüber. Seit einer Woche habe ich Instagram gelöscht von meinem Handy. Wieder, ja. Nein. Also Josh, für die Josh gut kennen, Sag's nur. er hat so all 1 bis 2 Jahre so, früher ist es öfters gewesen, aber er hat all 1 bis 2 Jahre so eine Phase, wo er Social Media Detox macht. Genau. Aber Willst du schnell etwas dazu sagen? Nein, alles gut, ich habe nur Social Media Detox gesagt. Okay. Und ich habe es schon letztes Mal angesprochen und ich sage es nochmal, Instagram stresst mich richtig. Okay. Also, ja gut. Ja, einfach so viel Werbung und so komisch und ich merke, die App sucht mich auf, Bro. Also jedes Mal, wenn ich das Handy aufgemacht habe, bin ich automatisch auf Insta gegangen. Ja. Und da bist du ja auch nicht anders. Ja, same. So. Und es hat mich so krass gestresst. Ich habe einfach gefunden, weißt du was? Ich lösche einfach das App von meinem Handy. Und ich gehe jetzt einfach einmal... Ohne den Account löschen, nur App hast du gelöscht. Okay. Und ich gehe einmal pro Woche, einmal am Tag, gehe ich schnell auf den Browser, am PC, auf Instagram, check schnell, ob irgendeine wichtige Nachricht reingekommen ist. Und das wär's gewesen. Und es geht klappen gut? Es geht perfekt. Du hast nicht so den Drang zum... Hey, jetzt... Hast du nicht Angst, dass irgendetwas verpasst ist? Oder überhaupt nicht, Bro. Okay. Die ersten 2 Tage habe ich gemerkt, ich vermisse es voll, weil ich weiss nicht, was machen am Handy. Aber Bro, ich fahre jetzt so dran und mix nach schaue ich einfach raus. Das ist Trash. Nein, das ist geil. Also, ich sage nicht, du musst Handy anschauen, aber Zugfahren rausschauen ist okay, Tramfahren rausschauen, ich weiß nicht. Es ist chillig, Bro. Du siehst so Leute auf einmal. Du siehst so Janks. Du siehst so Jankies. Nein, Bro, im Fall meine Bildschirmzeit ist im Fall ohne Scheiß etwa 70% runter. Krass. Nur durch Insta? Ja, heftig. Insta und allgemein ich gefunden... Das heißt nur Insta oder andere auch gelöscht? Ich benutze noch Reddit ab und zu, aber mehr am Abend so vor dem Einschlafen zum ein paar Sachen lesen, News. Aber allgemein so, vorher bin ich auf Insta auf meinem Profil, nachher auf kurz- und bündig Profil Sachen durchgeschaut, überlegt, was soll ich posten, dies, das. Ja, voll. Jetzt habe ich Mitteilungen abgestellt von WhatsApp, ich habe keine Mitteilungen mehr über von WhatsApp. Ich habe Insta-App gelöscht. Bro, ich sage dir ganz ehrlich, es tut so gut. Mal schauen, in 2 Wochen bin ich wieder voll drin wahrscheinlich. Voll und so und am Tag 4 Stories. Aber ja, Bro, das Ziel ist ja, also
das Ziel kann sein, dass du es für immer löschst, aber das Ziel kann sein, einfach mal ab und zu und dann mal 1-2 Wochen einfach mal ohne das, was mich am meisten... Voll. Okay. Und ich sag dir ganz ehrlich, Bro, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit haben die Insta-Werbungen so krass zugenommen, nicht? Ich habe das Gefühl, jede dritte Story ist Ja, Werbung gewesen. 3., 4., 5., so, ja. Bro, das ist doch nicht normal. Ja, Stress schon. Vor allem, es ist nicht mehr so wie früher eine Story. Sogar die Werbung hat jetzt so 3 Stories oder 4 hintereinander. Du kannst nicht einen wegdrücken, du musst jetzt musst einfach nur einmal swipen. Und dann Voll. Und das Schlimmste ist, wenn du auf dem Profil von jemandem bist, wie auch immer, zum Bilder anschauen, und du scrollst durchs Profil, kommt einfach ein Ja. Die sind maximal Werbung am Platzieren, überall, wo es nur geht. Und Bruder, In Zukunft, Bro, wenn du die App aufmachst, zuerst 5 Sekunden Werbung. du kannst ja neu die blaue Haken kaufen, weißt du, so monatlich. Ja, voll. Der passt schon, ist einfach von dort hinten für gekommen. Ja, passt. Kannst ja einfach. Und wenn du das kaufst, weißt du das, ist dann auch keine Werbung mehr. Boah, gute Frage. Ich Also glaub, ich würde sagen, ich würde es denen geben, dass sie nur Betrag X verlangen, um den Haken zu bekommen. Ich würde es ihnen aber auch geben, dass sie Betrag X verlangen für Haken und keine Werbung. Ich glaube, das ist ihre Ding, Bro. Ja, mit dem machen sie fit Cash, Bro. Ich glaube, das ist ihre Strategie. Werbung so weit auffahren, damit die Leute den blauen Haken kaufen. Und wir haben übrigens eine Nachricht bekommen vom Verification Account Team. Ja. Erst jetzt, nachdem wir 5-mal angefragt haben. Und dann haben sie gesagt, eben, weißt, schickt uns noch ein paar Artikel und ein Dokument, wo drin steht, was das für eine Firma, Verein, was auch immer ist. Und nachher können wir euch verifizieren. Okay. Das Ding ist, ich wollte nicht mehr, Bro. Ja, nachdem wir uns 5-mal angemeldet haben. Ja, aber weißt du, vor allem, weil jetzt haben nachher Leute das Gefühl, wir haben es gekauft. Ja, ich glaube, wir haben immer wieder darüber geredet, dass wir so uns angemeldet haben und nicht gegönnt. Oder wir haben immer gesagt, ja, wir holen die Leute, die nur blaue Haken haben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt hätten, die Leute würden schon eher suggerieren, so, hey, selber bekommen, statt zahlen, Bro. Nein, das machen wir nicht. Niemals. Aber hast du nicht das Gefühl, dass nachher, wenn Leute sehen mit blauen Haken, denken sie jetzt, schau, der hat gekauft? Ich glaube es nicht. Ich glaube das aber von irgendwelchen Leuten, die so keine noch nie etwas gehört, aber auf einmal haben sie blau Haken und ihr Profil ist, sie ihre Seat Ibiza Fotos, weißt du, so 7000 Mal. Ja, fair. Blau Haken, was ist so? 10.000 Follower, blaue Haken, 3 Likes. Ja. Das ist auch ein ganz gut. Was auch ganz gut ist einfach amix Reels anschauen und Anzahl Views. Ja, das ist geil. 10.000 Follower, 200 Views. Babo. Das ist geil. Also Leute, die vorkaufen, das ist richtig geil, weil es gibt einen, wo ich so ab und zu auf Insta sehe, ohne Schamgefühl. 10.001, 10.100 Follower, 10.400, 11.700 und so. Aber es keins von seinen Bildern hat über 40 Likes. Das ist echt krass. Wieso machst du das? Also, weißt du, ich meine, wenn du sagst, es geht um den Schein, damit Leute das sehen und denken, ich habe Erfolg mit dem, was ich mache oder irgendwie. Okay, aber du kannst doch Likes so Bilder ausstellen wenigstens. Ja, fair. Oder du Likes kannst auch Likes kaufen. Ja. So, was du halt immer noch kannst nachprüfen, wenn du aufs Mal siehst, dass so 30% sind von Indien, 20% sind von Dubai, 30% sind von Amerika oder Südamerika und so. Dann weißt du, okay, Bruder, das geht nicht auf. Aber irgendwie noch ein bisschen Mühe, dass du nicht gerade nach 5 Sekunden checkst, angekauft. Eigentlich müssten wir jetzt einfach unsere Follower kaufen und noch eine Werbekampagne, Bro. Geld wieder reinholen, checkst. Ja, aber wir müssen ja, weißt, bevor Werbekampagne musst du auch Zahlen offenlegen und so, Impressionen, dies und das. Und dann sagen jetzt auch, wenn ihr die jetzt schon kauft, dann wird ihr nicht wissen, wie ihr früher gehandelt habt. Nein, das stimmt. Bleiben wir organisch. Organic. Ja. Was haltest du von deinem Handykonsum? Ey, es ist zu viel. Und wolltest du etwas dagegen machen? Ja, aber ich bin schwach. Bro, weißt du, was das Schlimmste ist? Am Morgen nach dem Aufstehen ans Handy gehen. Ja. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ja. Du hast dich lustig gemacht über mich. Ja. Aber das ist das Schlimmste. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht einfach so das Nokia Banana oder so. Irgendeins, Bro. Nokia irgendetwas. Wo nur Snake drauf hat, maximal Geil. Entertainment. Geil. Ist auch lustig, wenn du heutzutage die Snake-App abladest auf dein Handy und nachher, weißt du, kennst du die, wo so, ich bin Retro. Voll. Hey, was soll ich dir noch sagen? Genau, wenn wir gerade über früher und Kindheit reden. Du hast ja auch so 1-2 Animes, die du früher geschaut hast. Ja. Ich habe letztes Mal erzählt, ich habe wieder angefangen mit One Piece. Ja. Ich bin recht weit. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe Detektiv Conan nice, geil. geschaut. Ich liebe Senior.
Ich auch, Bro. Und das Krasse an dem ist, Bro, ich habe als Kind so viel krassere und so viel bessere Erinnerung als heute. Weil ich habe zum Beispiel irgendeine Folge gesehen, also weißt du, wo ich jetzt wieder anfange durchzuschauen, und ich habe ab der ersten Sekunde ich habe gewusst, jetzt passiert das und das. Dann habe ich die eine Folge gesehen und dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, da fehlt etwas. Weißt du, aus dieser Folge? Und ich habe das vor 15 Jahren gesehen, Bro. Krass. Und einfach nur im Kopf, hä? Einfach nur im Kopf. Ich habe gewusst, die ist Hast du das mehr gemacht? Nein, aber ich bin nachschauen auf Reddit, dann haben sie gesagt, ja, in der deutschen Version haben sie das rausgeschnitten. In der Streaming-Version, wegen dem und dem. Ja, also viele Animes sind ja noch so, weißt du, vor allem so bei Animes ist ja so, dass die Fight-Szene, Blut und so, ist ja so heftig und in gewissen Ländern ist ja, tun sie auch mal so die Szenen irgendwie Cut oder rausnehmen. Aber in Japan ist es kalt, Bro. Crazy. Du siehst einfach so als Teen oder das Kind, wie eine 7000 Fisch kassiert und nachher nur ein 10 verliert, weißt du? Alter, ich würde wirklich einmal gerne auf Japan, du bist schon 2-mal gewesen. Ja. Gehst du nochmal? Ja, also ich würde sehr gerne. 100 Pro, aber ob es das ergibt in Zukunft, nur Gott weiß. Aber unbedingt. Aber nicht das mal Tokio, weil Tokio bin ich jetzt 2-mal gesehen. Ja. Jetzt will ich Osaka gehen, Kyoto. Osaka hatte ich auch mal gesehen. Ja, Mann. Der Kollege, der Melos, der ist schon jetzt dort gewesen. Was? Nicht? Ich habe sie richtig gesagt? Ja. Okay. Und ich so, Bruder, weißt du, er schreibt uns mit, also, hey Bro, kann man mit irgendetwas, weißt du, nicht mal so, keine Ahnung, wie kostet das? Einfach so, kann man mit dem und dem dort und dort gehen, weil wir haben vor das und das. Ich so, Bruder. Also bin ich Reiseguide, haben wir. Nachher ich so, hey Bro, keine Ahnung, ich weiß, dass in Tokio halt die grüne Karte kannst brauchen für das alles, dies und das. Aber dann habe ich gegoogelt, weißt du, eigentlich hast du den Job gemacht. Dann so, Bro, da, der Link, da kannst du das holen. Das heißt, so und so da. Und er schreibt so, weißt du, so voll so normal, so, hey Bro, weißt du, ich so, einmal zusammen, weißt du, einmal viel. Nachher ich so, da habe ich ja keine zusammen. Nachher rausgekriegt er so, ja, cool, Stream, er so, wenn ich wieder komme und so, du siehst. Er ist recht lang unterwegs, gell? Er ist, glaube ich, eben Weltreise machen gewesen. Krass. Wirst du Weltreise machen mit deiner Freundin? Gute Frage. Ich kann nicht. Oder grundsätzlich, wie siehst du, wie stehst du zur Weltreise? Also, okay. Weltreise finde ich etwas, Weltreise finde ich etwas eigentlich recht spannend. Also gut, heutzutage sagt man ja, also kannst du nicht mehr Weltreise sagen, wie du ein paar Länder gesehen hast. Weil, ja. Ich weiß nicht, wie viele Länder gibt es auf der Welt? 168, so irgendetwas, gell? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Nicht schlecht. Warte schon. Und es gibt, also ich wollte sicher gewisse Orte sehen, unbedingt. Ich fühle mich zum Beispiel, das Ding ist eben, Bro, ich bin halt körperlich nicht genug fit. Zum Fliegen? Ja. Nein, aber ich wollte unbedingt so Dinge sehen, weißt du? Ah, so viele Sachen mit Natur und so. Galapagos, was man das so sagt, Inseln. Ja. Oder weißt du, so irgendwo in tiefsten Wald in Brasilien, dort die Jäger ja, genau. finden und so. Ayahuasca, Kur und so. Das jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine, ja, so der Vibe. Das interessiert mich eigentlich fest, weißt du? Und eben der Chance ist ja eine schöne Orte gewesen, da. Ja, wo nicht? Machu Picchu und so. Machu Picchu. Das war ein Witz. Nein, Machu Picchu und allgemein so Ecuador, das, also weißt du, Südamerika. Südamerika hat brutal viel. Die scheiß White Girls haben uns Südamerika gefickt, Bro. Ja. Ich schwöre. Erst haben sie Australien auseinandergenommen und dann haben sie Gangbang gemacht mit Südamerika, Bruder. Ich würde Südamerika so gerne sehen, Bro, aber es gibt so viele Orte, wo einfach Touristen gefickt haben, Bro. Auseinandergenommen. Pelin war vor kurzem in Sri Lanka. Ja. Sie sagt nur weisse Leute. Bro, sie hat mir ein Foto mit der Gruppe gemacht, weil eine Gruppe ist dort am Gang und sie hat ein Foto machen. Sie sagt, mach dann noch ein Foto noch mit uns, damit ich sagen, jetzt ein Foto gemacht. Sie zeigt mir das Foto, Bro. Sie so, unter denen hat es eine Libanesin. Krass. Sag welche. Ja. Bro, schwierig. Ja. Schwierig. Und sie hat mir gesagt, sie so, eigentlich das Land ist wunderschön, aber die weißen Leute nehmen es auseinander. Aber nicht im Sinne von das typisch Russische, weißt du, so klischeemäßig, dass die Sachen direkt hinterlassen. Welt. Sondern so, keine Ahnung. Überall, wo sie, also weißt du, wie soll ich sagen, so, sie hat gesagt, du hast einfach nicht so Ort gehabt, also die bekannten Orte sind immer voll gewesen. Du hast immer anständig surfen, weil alles am Surfen. Ja. Aber trotzdem hat sie gesagt, Natur ist wunderschön, du kannst vieles machen. Aber eigentlich müsste sie mal vorbeikommen und das erzählen, weil sie hat gesagt, wenn du wüsstest, was ich alles mitgesehen, also miterlebt habe, gesehen habe. Ja, Hanna ist auch einen Moment in Sri Lanka gewesen. Ah, stimmt, ja.
Und sie war auch vorher schon mal gewesen. Und eigentlich, was sie mir so erzählt hat, Bro, es nimmt mich ein Wunder. So, weißt du, weil es sieht auch zu krass aus, Bruder. Aber ich sag dir einfach, ich habe Angst vor Käfer, Bro. Ich weiss das vor Angst. Oh mein Soll ich sagen, vor was ich Angst habe? Was? Dass ich eben in irgendeinem Land bin, wo vielleicht so keine viel Natur hat. Und ich bin in der Natur. Und irgendein Viech kriecht in mein Arschloch hinein. Geil. Ich Ich persönlich und dann sterbe ich. träume, ja. Ich habe Angst vor so etwas. Ja, oder dass ich beim Schlafen so ein Tausendfüßer in mein Maul. Stell dir vor, du pissest. Und Dann? durch den Strahl kommt das in deinen Schwanz rein. Okay, chill jetzt. Nein, Was ist? es gibt so Bakterien, die das machen. Wenn du im Wasser bist zum Beispiel. Aha, wenn im Wasser pissest. Ja. Oder halt ins Wasser pissest. Oder einfach auch, wenn du einfach im Boden pissest, nachher können sie den Strahl Ja. Es gibt ja Länder, wo du musst 7 Impfungen vorher machen, bevor du gehst. wild, einfach alte. Das Ding. Warte jetzt, Bro. Ich habe 2, 3 Themen, die ich noch mit dir besprechen wollte, die wir jetzt übersprungen haben. Sorry, ich kann. Alles gut? Nein, ich sag nur auf... Aber immer Weltreise. Wir können, weißt du, wenn ja... ich komme nachher nochmal zurück auf das Okay, Thema vorher. okay. Okay, Weltreise. Also, ich gehe jetzt dann mit der Hanna einen Monat auf Dersim. Ah, sie kommt mit? Ja, Mann. Krass. Ja, Mann. Krass. Mit Schaular, mit so Kopfbedeckung. Handel. Geht sie gut Ziegen und Geiss melken und so. Bro, wir gehen ins Dorf. Mhm. Und zwar ins hinterste Dorf, Bruder. Zu meiner Großmutter. Mhm. Sie wohnt allein dort. Ja. Das ganze Dorf ist sie allein. Wir machen den Doku zusammen. Kannst du eine GoPro anlegen Mhm. und keine Ahnung, einfach so aufnehmen, wie dein Alltag ist in der Stadt? Ja, es muss jetzt kein GoPro sein, aber ja. Ich finde das lustig, letzte Zeit machen Leute so GoPro-Aufnahmen mit so Fischei, weißt du? Mhm. Sieht richtig lustig aus. Ja. Wir machen den Doku zusammen und dann bin ich den ganzen Mai weg. Ich bin ja einen Ja. Monat weg. Aber keine Angst, liebe ZuhörerInnen, wir haben uns überlegt, was wir machen. In dieser Zeit könnt ihr einfach andere Podcasts hören. Spaß. Spaß, es gibt Folgen, die kommen raus, Wir nehmen macht sie euch keine wir Sorgen. nehmen sie auch im Vorhinein auf. Genau. Aber genau, ich bin einen Monat weg im Mai und wird eben die Doku filmen, wird ein bisschen meine Heimat sehen. Und darum, es ist auch so ein bisschen ein Soft-Launch von zusammen in die Ferien gehen, finde ich. Ja. Zusammen gehen reisen. Weil ich glaube, wenn du mit deiner Partnerin für einen längeren Zeitraum gehst reisen, Bruder, ist das wie so, wenn das in der Beziehung das überlebt, Ja, fix, dann Werke gehen. Werke gehen. Ja. Voll. Ja, so stehe ich echt zum Reisen. Ich würde eigentlich gerne mal reisen, aber ich bin auch gerade so auf dem... Ich wüsste gar nicht, wann, Bro. Also ich habe bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich wäre schon down, um so etwas zu machen. Let's go Aber ich bin der- down for real. Genau. Aber ich bin der Meinung, so etwas bis 34 Max. Und dann musst du schon langsam, weißt du. Also dann kannst du nicht einfach 2 Jahre, also du kannst schon, jeder Mensch kann machen, was er blöd sagt, aber ich für mich, ich habe Familienplan, ich will heiraten, ich will Kind. Und jetzt kann ich nicht einfach sagen, ciao, ich gehe 2 Jahre weg. Unmöglich. Aber ich würde gerne die Welt sehen. Mhm. Das mache ich dann mit meiner Familie später. Es gibt ja viele, wo zum Beispiel, wo das Kind noch klein ist, Mhm. einfach so einen Wohnwagen nehmen oder so einen Tracker oder wie man den Ja, sagt. ja, voll. Und Nein, nachher- das schon nicht Das so. finde ich wild. Es ist, Tom, was hat das scheiß Kind davon? Das checkt das doch nicht. ich mache 7000 Fotos und nachher sagt einfach so, ja, wir sind in der ersten Ferien, sind wir in Nordsee gewesen mit dem Ja. Camper. Noch sagt das Kind krass, ich weiß wirklich Okay, nicht mehr. krass. Ja, nein, ist schon schön, weißt du, auch für dich als Familie, als Erinnerung, Mhm. aber ich bin nicht so Fan von so, als Familie so Vanreisen machen, also Vanferien, weißt du. Lieber fliegst, gehst in ein schönes Hotel oder gehst in ein schönes Land, wo einfach kein Airbnb nimmst oder irgendetwas. Und sammelst Erinnerungen, weißt du auch nicht. Gehst an den Strand, gehst in die Stadt, gehst fein essen, was auch immer, einfach so halt Ferien, aber einfach mit Familie, das ist halt nicht mehr das gleiche wie früher. Mhm. Und ja. Ich bin pro Reisen, aber ich glaube, es wird ein bisschen schwierig für mich, viel reisen oder lang weg sein in Zukunft. Was aber voll okay ist, ich kann absolut mit dem leben. Wo würdest du am liebsten hin? Also jetzt aktuell, wenn ich so überlege, Südamerika, Peru oder Kolumbien. Schon. Ja. Du bist ja selber aber auch schon oft im Köy gewesen, im Dorf Ja. bei dir. Bro, hör auf, fick mich nicht. Ey, das von mir ist schon der Hauptstadt, es hat Strom wenigstens und so, es hat Ja. Tankstelle mit Sachen, die kannst du holen und so. Ja. Aber schon das hat mich abgefuckt, wie Oh Gott. erstens weg überall Mucken am Abend. Unmöglich. Scheiße. Und sie sagen, du gewöhnst dich dran. Wie, du gewöhnst dich dran, Mann? Die sind, weißt du wie, ich bin europäisch mit europäischem Blut, Bro, High Society, Bro, die ballert gerade 7000 Kinder mit dem Blut. Und so, und
auch sonst, weißt du, so, okay, 2-3 Tage, also Würdest- 2 Tage max. Würdest du das 3 Wochen aushalten? im Dorf? Nein, niemals. Bro, ich weiss nicht mal, ob Strom hat dort. Niemals. Ja, Bro, der ist wieder etwas anderes. Der ist noch mehr naturbunden. Also weißt du, bei uns hat es auch Berge und so, aber das ist noch mal etwas anderes bei euch. Ihr habt eine andere, grünere Landschaft, sagen wir so, grüner. Und bei uns ist so, Bro, ich schau, Steine sind braun, grau, Wüste, Bro. Also noch ein kleiner Bach, einer kommt so mit dem, keine Ahnung, irgend so etwas mit Strom, also ich tue jetzt das ins Wasser, nachher gibt es irgendwie 1000 tote Fische für mich. What the fuck? Also ich kann es auch verkaufen und Bro, es ist so halt Dorflife, weißt du? Und es ist max langweilig, obwohl immer noch viele Leute leben, aber es ist so. Okay, wir haben früher ein bisschen versucht zu lösen mit Laptop, mit einem Internet, aber Bro, der Laptop, nach 1 Stunde, Bro, 50 Grad, Mann. Wirklich? Das kannst du nicht gamen, Bro. Krass. Handy nimmst, kaufst Internet, Bro, zum Serie schauen, okay, Ja. da haben die langweilig Film und so. Bro, kaufst eine SIM-Karte mit 20, 40 Giga, Ja. in der Woche fertig, Bro, weil einfach langweilig ist in diesen 2 Dörfern, weißt du, von Vater und Mutter. Ja, krass. Ja, eben in das Dorf, wo ich gehe, lebt ja wirklich nur noch meine Großmutter. Darum ist es schon spannend, um ein bisschen... Ja, das ist nochmal etwas anderes, Ja. weißt du, so, das ist deine Großmutter, du hast sie noch nie gesehen. Doch. Okay, aber du hast sie in dem Fall jetzt, wie lange nicht gesehen? Schon länger. Ey, lang. Eben, du hast sie lange nicht gesehen, aber- plus lernst sie deine Frau kennen. Du reist einen Tag, also du wirst versuchen, eine Bindung aufzubauen, weißt du, du Ja. gehst schon Team mit der Idee, du Ziel, willst ja. dort sein. Voll. Ich könnte gehen, also jetzt sind wir 4 Tage in diesem Dorf, dann gehen wir zu den Grosseltern, zum anderen Dorf, dann sind wir sind 7, 8 Tage in Dörfer. Bro, gib mir Kugeln. Ich will nicht. Unmöglich, das geht nicht. Jedes Mal, wenn wir Dorf gehen, es gibt immer Stress und deswegen, schon nur, wenn ich letztes Mal 3 Tage gegangen bin, für Ja. Hochzeit, 3 Ja, Tage. ja. Sie so, eine Nacht in diesem Dorf, ich so, nein. Keine Nacht in keinem Dorf. Ja. Ich bin 3 Tage da, einer davon ist Hochzeit. Ja. Wir gehen einen Tag meine Großeltern besuchen, Ja. alle beide. Und am 2. Tag, Ja. am Morgen noch vielleicht so Pflichten und am Nachmittag kaufe ich noch ein paar Sachen für die Heime. Am 3. Tag Hochzeit, 4 Tage ciao. Das ist der Plan. Und an dem plane ich nichts ändern. Geil. Übernachten tue ich in der Zivilisation, Ja. in einer normalen Wohnung. Wie hast du dort übernachtet? Bro, ich bin nachher heim. Also haben wir eine Wohnung selber? Ja, in oder? Antep haben wir, ja. Mein Vater, wir hatten eine Wohnung. Ich so, wir gehen dort schlafen. Ich kann nicht im Dorf schlafen, weil ich bin 3 Tage da. Ich gebe so viel Geld aus, um nachher nur auf dem Boden zu schlafen, in einem Dorf. Ja. Lass mich doch wenigstens, weißt du, ich gebe mir den 3 Tage den Stress. Lass mich doch wenigstens wie ein Mensch schlafen. Ja. Und was hat deine Mama dir so gesagt? Ja, natürlich hat es zuerst Diskussionen gegeben, Verhandlungen. Aber nachher haben sie ziemlich schnell gesagt, okay, weißt du was? Ja, was auch immer. Krass. Ja, aber kannst du auch nicht machen, Mann. Wenn du 3 Tage dort bist, also weißt du, kannst, ich verstehe mich nicht, dass wir es irgendwie allen recht machen, aber ja, unsere Kultur ist ja immer so ein bisschen, keine Ahnung, es ist wichtiger, wie es für die anderen ist und dass du für die anderen recht machst als für dich selber. Und ich habe gedacht, ich bin 3 Tage dran, ich bin Hochzeit von meinem Cousin da und sicher würde ich meine Familie sehen, aber Jackie. wo gehen wir, Mann? Jackie. Ja, geil. Ich erzähle, wenn ich zurück bin. Ja, fix. Von meinem Monat. Unbedingt. Wie lange wird eigentlich die Doku gehen und wo ist für die Schule, oder? Ja, also ich mache es in Zusammenarbeit mit der Schule. Meine Idee ist folgende. Meine Großmutter hat ja meine Mami etwa 30 Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Und meine Idee ist folgende. Ich wollte ins Dorf gehen, in Dersim, und ich wollte den Alltag von meiner Großmutter porträtieren. Mhm. Was macht sie den ganzen Tag? Mhm. Dort mit ihren Ziegen oder weißt, Holz am Sammeln. Sie ist ja jetzt knapp über 70. Was macht sie den ganzen Tag? Ja. Und dann interviewe ich meine Großmutter und frage sie, ey, was denkst du, wie sieht der Alltag von deiner Tochter aus? Also von meiner Mutter? Nice, schöne Idee. Ja. Und das Gleiche mache ich da. Okay, sehr schön. Ich begleite meine Mutter einen Tag lang, nehme sie auf und frage, was denkst du, was macht deine Mutter den ganzen Tag? Nachher am Schluss zeigst du das Video, was sie machen, dann Reactions und so. Okay, tamam. Und Das nachher, wird sehr emotional, ne? hey ja, aber mit dem gönnst du auch an Festivals. Ich würde sagen. Also entweder hast du einen Schicksalsschlag selber erlebt oder... Nein, Bro, es ist im Fall sehr eine autotherapeutische Sache, muss ich sagen. Ich glaube, Ich finde es eben, weißt du, so für die Mama, ich finde es extrem krass, weil grundsätzlich ist eigentlich einfach wie so klar, dass sie sehr wahrscheinlich nie mehr ihre Mutter gesehen wird. Ja. Also ist für sie klar, wo sie geflüchtet ist, meine ich, weißt du, und mit dem Gedanken, Bro, mit dem Gedanken jeden Tag leben, das ist nicht einfach. ja, Und das ist schön, dass du das machst. es wird krass. Ich freue mich drauf, Bro, weil Ja. es ist für meine Mutter sehr eine therapeutische Sache. Mhm. Es ist für mich auch krass, weil ich sehe endlich mal meine Wurzeln. Weißt, ich sehe, wo meine Mutter geboren ist. Mhm. Ich sehe den Boden, auf dem sie gespielt hat. Ich sehe Die Geist, die deine Großmutter immer beleidigt. all das, Bro. Ja. Weißt? Und ich freue mich wirklich drauf, Bro. Und dass meine Partnerin wieso findet, ey, ich habe Bock auf das, ich will das mit dir machen, ich will mitkommen. Das ist so schön einfach. Das ist wunderschön. Es ist wirklich, ich weiß nicht, aber es ist wirklich schön, wenn du so
etwas machst oder machen willst. Und natürlich, es ist immer schön, wenn die Person oder deine Partner oder deine Partnerin sagt so, hey, cool, dass du das machst, aber noch sagen, ich will dabei sein oder kann ich helfen, unterstützen, ist so wie, keine Ahnung, ich glaube, es gibt einen Circle von Leuten, von denen ihre Meinung relevant sind. Voll. Und vom Rest ist so, okay, du hast gesagt, aber juckt nicht eigentlich. Voll. Das ist eben meine Freundin, meine Mutter und Sandro Bros. Genau. Ja, bei mir ist es meine Eltern, meine Freundin, also meine Familie, meine Freundin, du Oh. und halt noch mein enger Freundeskreis und Mashallah, Bro. aber weißt du, eigentlich bist du unter Familie, weißt du, so Familie, Freundin, was haben wir noch? Und halt noch mein enger Freundeskreis, weißt du, so, wenn etwas ist, aber auch dort gehe ich nicht so drin, weißt du, und wenn die etwas sagen, wie so, hey, ich bin dabei, ich will helfen, Bro, das ist Gold wert. Oder schön. Schön, ich freue mich sehr auf Weil, das, Bro. ich meine, nur Gott weiß, wenn du wieder dorthin gehen wirst, Ja, Mann. und sie wird einfach dabei sein, weißt du. Ja, und auch, es ist eine mega emotionale Sache, weil ich bin noch nie in meinem Leben in der Sim gewesen, weißt du. Und meine Mami hat dort alles erlebt, weißt du. Ja, fix, die ganze Jugend und so. Alles, Bro. Und ich wollte es einfach sehen, ich wollte es einfach spüren, ich wollte auch den Toprak, weißt du, den Boden, die Erde sehen, so. Vergiss nicht genug Schoki mitnehmen. Ja, Bro. Vergiss nicht Tee mitnehmen. Sie haben den europäischen Tee sehr gern. Ja, Mann. Der Chai von da. Ja, es wird krass. Ich freue mich sehr fest drauf. Ja, man. Ich freue mich auch drauf, mal auf die schauen. Arbeit. Hey, ja, und eben der Plan ist dann, die Doku eben ein bisschen Festival zu bringen, wenn das geht. Mhm. Und sonst machen wir sicher ein Screening da auch. Jetzt was? Ein Screening. Das heißt, ich zeige es dann im Kino da. Ach so. Okay. Also weißt du, so quasi ich miete das Kino und okay. kann meine Kollegin Ja, einladen. nice. Ja, sicher unbedingt. Wäre schön, glaube ich. Ja. Sponsert der Josh und sein Doku und dann sponsert Macht auch noch Kino-Dings. Macht nicht, ich mache alles selber. Independent. Ja, Mann. Ja, Hey, Mann. wir haben vorher über Animes geredet, ich würde es gerne noch schnell andingen, weil du bist ja schon auch, also ich muss sagen, Ich bin einfach, bis ich so, sagen wir, 14, 15 bin ich schon regelmäßig in der Schule gewesen und dann halt, Bro. Aber 16 ist halt so aber eben das, Pubertät was und neu willst unbedingt ist. Sachen gesehen und erleben. Hm? Die neuen Animes, die interessieren dich ja nicht. Ich muss sagen, einer hat mich mega interessiert und dann ist halt wieder das passiert, was bei allen Serien auch bei mir passiert. Wenn es heißt, nächste Staffel kommt nächste raus, ist, ich sage immer so, ich will schauen, aber dann, wenn es so ist, Attack on Titan. ja. Schade, Bro. Die letzte Staffel ist rausgekommen. Fuck! Und die ist so geil. Das finde ich eben geil zum Beispiel. Es ist zu krass. Aber allgemein, du bist nicht so interessiert an eben neue Animes, neue Games. Ich meine, eigentlich, Hey, eben, ich merke auch, ich weiß nicht wieso, aber ich bin mit Uhren simplen Sachen einfach voll zufrieden. ich meine, du bist jemand, der FIFA gamet, Seit seit du ja. denken kannst. Ja. Und es gibt so krasse Games, die dich eigentlich würden interessieren. Ja. Einzelspielerspiele. Ich weiß ganz genau zum Beispiel, dass Du hast Cyberpunk gekauft, nie ja. gamed. Er ist ungeöffnet. Jetzt poche ich drauf, dass ich wieso kann sagen, hey, in 20 Jahren Cyberpunk ungeöffnet, Die noch verschweißt. Die kaputte Version. Die kaputte Version, weißt du, nicht die, wo gut ist, sondern die kaputte krass, Version. ja, stimmt. Das und Red Dead Redemption 2 hast du nie gegeben, das check ich auch nicht. Ey, Red Dead Redemption game ich immer wieder. Mhm. Ich habe immer so Phasen, wo ich einfach so, wow, die Story ist einfach so geil. Ja, es ist einfach allgemein brutal. Und nachher 3 bis 4 Stunden bin ich drin, nachher ausschalten, nachher weg. Krass, das Aber ich weiß nicht wieso. Entweder ist das die Aufmerksamkeitsspanne, die vom Mensch irgendwie einfach runtergeht und keine Ahnung, irgendwie so. Oder ja, für dich ich habe Game, weißt, ich habe zu Game halt nicht mehr so eine Beziehung wie früher zum Beispiel. Game ist für mich früher so, oh mein Gott, weißt du, früher habe ich ja mit einem Game angefangen, mit Story Games vor allem, also kein Online-Gaming kam. Ja. Und da ist Online-Gaming gekommen, da haben wir online gamed. Und jetzt mittlerweile ist so, viele gamen auf PC online und auf PC game ich eigentlich nur gerne Age. Keine Game mehr Age fast. Genau. Apex mal so. Und deswegen Game, Bro, ich kann einfach offline FIFA, Zeitvertrieb, ein bisschen Kopf fahren, gut ist. Ja. Und Anime, also ich habe eine Serie, die ich letztes Jahr angefangen habe, die mir voll gepackt hat. Wie heißt die? Shogun, wo ich immer dran bin. Auf Disney Plus. Shogun. Aber Genau. das ist ja kein Anime. Nein, aber einfach so, wenn es um etwas geht, wo ich so wieder neu angefangen habe zu schauen, dann ist das, aber sonst, ja, du hast recht. Weil einer hat uns eine Frage geschickt und hat gesagt, ey, Lieblings-Dragon Ball Kämpfer. Und ein anderer hat geschrieben, beste Dragon Ball Szene. Hast du als Kind Dragon Ball geschaut? Ja, ich habe gesucht, aber das Also Ding ist, ich habe letztes Mal als Kind das noch geschaut. Aber, okay, ich habe als Kind bis zum Ende von Dragon Ball Z, also Dragon Ball Normal, Classic und Dragon Ball Z, habe ich komplett durchgelesen, alle Anime-Mangas. Ja. Und dann natürlich auch geschaut. So. Und was würdest du sagen, was ist so für dich der Charakter? Ey, ich habe so als Kind vor allem geschaut und das ist halt der Son Goku das Ding gewesen. Aber ich halt auch
Sympathie gehabt für den Vegeta. Vegeta ist schon geil, ja. Ja, weil, weißt du, so dort, wo er halt sowieso doch noch brüderliche Liebe gezeigt Ja, hat. ja. Eigentlich immer voll hart und so. Die zwei, aber Bro, ich habe mir schon mal gesagt, ich muss echt wieder anfangen und mit welcher Zeit haben. Aber erinnerst du dich schon keine Charaktere, die du krass gefunden hast? Doch, aber Favorite, oder? Geht's jetzt? Ja, oder einfach Ja. zum Beispiel Also, so. ganz ehrlich, ich habe den Bu ganz krass gefunden. Welche? Der erste, gerade am Also Anfang. Der Dicke. Ja, der Dicke, gerade am Anfang. Ja. Aber auch später, also die ganze Bu-Geschichte Saga. finde ich, Bu-Saga finde ich sick, weil er ist eigentlich unkaputtbar, blöd gesagt. Mhm. Deswegen ist so, als Kind, so, wann kommt jetzt der Punkt, wo Ja. irgendwie erfährst, das ist dein Knotenpunkt. So, Ja, und schlimm an Anime ist ja, am sind 7 Folgen lang. Haben Ja, sie so die viel- gleichen Kampf gehabt. ja. Ja, ja. Also es hat ja den Majin Buu gegeben. Mhm. Das ist der, der nachher so dünn und böse war. Mhm. Und dann hat es noch den Kid Buu gegeben. Der Kid Bu, ja, der hat Das vor allem, ist auch vor allem, das ist auch frech gewesen, Mann. Ja, ja. Ja. Immer. ja. Okay, was hat es noch für Bösewicht gegeben in der klassischen und Z? Es hat noch den Cell gehabt. Mhm. Wow, der Dings habe ich gar nicht gern gehabt. Der ist der Cell in dem Fall, ja. Welcher? Der weiße-violette. Das ist der Freezer. Der Freezer habe ich gar nicht gern gehabt, Mann. Freezer, Aber halt wieder auch ein starker Gegner gewesen. Freezer hat 4 Stufen gehabt. Ja. So 4 verschiedene Versionen von sich. Ja. Und Stufe 4, glaube ich, war der kleinste gewesen. Ja. Der kleine mit dem Glatzkopf. Ja, genau. Wow, Dings, Was? eine von meinen Lieblingsszenen, Mhm. wo der Sohn von Vegeta, von Son Goku, in Fusion gehen, zum gegen den Bu fighten. Warte schon, also der Trunks? Der Trunks und der Son Gohan. Nein. Nein, Nein, du meinst nicht der Sohn vom, oder der kleinste Sohn. der kleinste, ja. Goten. Goten, glaube ich, ja. Ja. Und die gehen in Fusion Ja. zum gegen Dann fighten. werden sie Gotex. Irgend so etwas, ja. Gotex, glaube Und ich. sie sehen so krank Ja. aus. Und ich So habe gedacht, klein und schwarz. ja, ja, Haare und- ja. ich habe gedacht, jetzt gibt es Fetterei. Aber sie sind da drunter gekommen. Aber trotzdem. Es hat noch den Gogeta gehabt. Mhm. Vegeta und Son Goku. Ja, voll. Mix. Also Fusion. Das war schon krass gewesen, Bro. Und ich finde auch die ganze Namek-Story, weißt du, der Planet Namek, Ja, das ist ja ein Piccolo in genau. Home Planet, die ganze Saga, das ist eben auch Freezer. Mhm. Und dort hat es noch ein Ding gehabt. Kennst du noch Ginyu Sonderkommando? Selber etwas, ja. Das sind so 5 Bösewichte gewesen, Ja, die wahrscheinlich. Angestellte oder so. Wow, was ich auch gefunden habe, ist, wie sie einfach alles in Kapsel hatten. Ting, Ja, ja, zum, ja. gerade am Heli oder so. Voll. Das ist zu krass gewesen. Der Typ ist ja gestorben. Ja. Der, R.I.P. Der R.I.P. Autor. Rest in und- Rip, Rest in Peace. Rip in Peace. Das ist zu krank, Mann. Das war wirklich ein grosser Teil von meiner Kindheit gewesen. Max. Und ich muss sagen, ich habe, bis er gestorben ist, nicht gewusst, dass er das Gesicht ist hinter dem. Ah, hast du nicht gesehen, wie er aussieht? Nein, also ich habe einfach gegoogelt und so, weißt du, aber jetzt ich so, fuck, der Typ hat meine Kindheit so prägt und der hat's. Und noch jung, Bro. 65, 67 Das ist gewesen. schon krass. Also das ist nicht so das Alter, wo Ja. natürlicher Tod noch. Wirklich nicht. Ja, Mann, heftige Zeit. Letzte Mhm. bin ich am Autofahren gsi, fahre von Zürich heim und alle, die von Zürich auf Winti fahren, oder von Zürich Richtung Ostschweiz oder so, jeder kennt das. Es ist zuerst 100 bis nach dem Brüttenseler Kreuz und nachher bis 120. Mhm. Bis eigentlich Winti Ausfahrt, 120 so. Okay. Haben sie einen Blitzer runter? Nein. Oh. Aber in letzter Zeit, wenn von 100 auf 120 geht, Ja. es gibt Hurensöhne, Ja. die fahren immer noch links 100 und gehen erst kurz nach Effi rechts, wenn du nur noch 1 Minute hast bis auf Winti. Alter. Und dann rage ich. Okay, so. Ausgangslage. Ich bin am Fahren. Und vor mir, also es ist halt der Classic. 100, 120, aber alle fahren noch 100. Nicht so am Ja. Warten, weißt du, bis der, der halt 100 ist und noch gecheckt hat, nach rechts geht, dass wir können vorwärts machen. So, ich warte. Dann hat es eine kurze Lücke gegeben. Ja. Und vor rechts gibt das Auto Gas und zwängt sich rein. Und er weiß, ist ein riskanter gewesen, er macht Warnblinken wegen sorry. Ja. So, okay, dann haben wir so, wenigstens hat sich entschuldigt. Ja. Der Peach ganz vorne, der 100 gefahren ist, hat Platz gemacht. Mhm. Besser. Weißt du, wer ist dann nicht 100 gefahren? Nein. Der Peach vor mir. Nein. Der, was sich reingezwängt hat? Ja, der Deutsche, ich kann warten, irgendwann mal, Bruder, checkst nicht, dass die Leute rechts sich überholen. Mhm. Oder gleich schnell fahren wie du. Ich Du darfst auf warte, Licht hüpeln? ich warte. Das darfst du nicht. Also, ich habe nicht gemacht, Mhm. aber wie es Verbot ist, Ja, ja. aber ich hätte sollen vielleicht. Ja, vielleicht wäre es gut gewesen. Ja, vielleicht. Und hätte ich gemacht, dann, ja, auf jeden Fall, irgendwann mal, ich will schnell hässlich mit dem Auto fahren. Ich so, wieso geht er nicht rechts? Mhm. Dann hup ich. Du checkst es nicht.
Und dann geht es nach rechts. Und weißt du, er geht nach rechts. Wie geht? Auf der Mitte von der Spur hält er einfach an, also fährt einfach in der Mitte und geht so langsam nach rechts. Ich so, Oh mein Gott. Und nachher- so fahre ich kein Auto und mehr. nachher schaue ich rechts. Ja. Und das ist ja der gleiche Typ, der sich reingeschnitten hat in Ja. meine Dings und riskant gefahren ist. Er so macht mir, Sicher nicht. Bro, ich kann, wie heisst die scheiß riesige Glasflaschen mit Smoothies, die sie im Coop und so verkaufen? Die Marke. Die Marke Smoothies, Bro, in so einem riesigen Glas, Ich halbe weiss Liter. nicht. Ja, ja. Ich habe das gesehen im Auto von meinem Bruder, Ja. wie ich bis Auto fahren war, das ist leer. Hast du gerührt? Und ich schaue ihn so an, er so, hey, ich so, bist du dumm, Alter, weißt du? Ja, ja. Und nachher ich frage sich so, nächste Ausfahrt zum Schluss. Hast du ihm gesagt? Ja. Ja. Nachher so, hey, ich tu das Fenster auf, Bro, ich will zielen, gell? Ich so, Ja. fick dich, du. Und nachher ich so, ey, was auch für mir, weißt du? Ja. Ich so, chill schnell. Nachher ich einfach Gas gegeben und weitergefahren. Ich so, ey, Alter. ich habe echt Probleme mit Autofahren, weißt du? Und er so dort, weil ich habe das genau, weil er so, weißt du, er denkt, was läuft, weißt du, ich in der Schweiz. Und ich so, wow, was ist mir, ich habe schon die Kontrolle verloren, komplett, nachher bin ich heim. Vielleicht musst du einfach mal... Und dann ich denke, hey, Version vielleicht, wenn ich ein Auto kaufe in Zukunft, einfach nur ein Dings, so ein Stromer-Hybrid, der nur für Innenstadt ist. Das will ich auch heißen, aber das ist etwas anderes als Autobahn. Fair. Das habe ich letztes Jahr erlebt und ich muss an der Stelle sagen, ich verstehe es, Deutsche, die in die Schweiz kommen, die haben keine zum Schnellfahren, weil einmal blitzt sie und dann hat es keine die Hälfte von ihrem Lohn ist als Rechnung. Aber bitte, jeder Autofahrer in der Schweiz, oh mein Gott, das ist so, ich muss das sagen, Bro. Hört auf, unnötig links fahren, unnötig in der Mitte fahren. Wir haben 3 Spuren in unserer schönen Schweiz auf der Autobahn. Ganz rechts fahrst du am langsamsten, in der Mitte überholst du rechts. Wenn du nicht zum Überholen hast, gehst du wieder ganz rechts. Und ganz links bist du einfach, wenn du vor am Drücken bist und du bist beide Spuren am Überholen. So. Mitte heisst nicht, es ist eine Spur, die kannst fahren bis zum geht nicht mehr. Weil wegen dir, wo in der Mitte bist, könnt mit alle dich links überholen, es wird aus 3 Spuren, machst 2. Du. Ja, Bro, es ist... Ich bin dafür, dass wir die Nummerschilder auf der Polizei schicken mit Videobeweis oder Foto und dass sie einen Bus bekommen wegen unnötigen Linksfahrer. Ach, die notorische Linksfahrer. Oh ja, da, bitte Polizei, kein, könnt auf Autobahn schauen nach unnötigen Linksfahrer. Okay. Danke. In Deutschland tun sie das ja recht kontrollieren, oder? Es gibt viel weniger so notorische Linksfahrer in Deutschland. Gute Frage, ich weiß nicht. Okay, wir beenden die heutige Folge mit einer Frage. Ja. Jemand schreibt, die Frage geht an dich, wenn du ein Auto bekommen könntest, jetzt zum Brauchen, welches Auto würdest du nehmen? Alltagsauto? Mhm. VW Golf. Alltagsauto, VW Golf. Bis 10.000 Stutz max, vielleicht auch 5.000, wenn es darauf an, weißt, was du für einen Arbeitsweg hast und so. Und sonst einfach ein Auto, damit ich jetzt einfach happy bin. Porsche Cayenne Turbo S neu. Welche? Porsche Cayenne Turbo S neu. Der? V8, Bro. Geil. Ballert. Gibt dir. Ja, Mann. Was haben wir heute so für Fragen behandelt? Wir haben geredet über Kennex und Liebesstory, Dating. Dann haben wir über die Dreh, die ansteht, in der Sim geredet. Dann haben wir über Autorager geredet und über Animes. Über Animes, genau. Du kannst da unten jetzt bei Spotify im Frage-Ding hineinschreiben, was dein Lieblingscharakter ist von Dragon Ball. Vielleicht. Ja, vielleicht. Und vergiss nicht, abonniere uns. Like, subscribe und vor allem auf Spotify, folge uns und gib uns 5 Sterne. Das ist kurz und